Im Jahr 2014 hat Amazon eine neue Marke registrieren lassen. Und zwar ist das die Marke Amazon Prime Air. Und seit sie das registriert haben, sind 8 Jahre von intensiver Arbeit und Forschung und ein grosses Ingenieurenteam hat sich dieser neuen Marke hingegeben. Und sie haben getüftelt und gemacht und da. Und was sie jetzt in diesen 8 Jahren probiert haben zu etablieren, wird heute in diesem Jahr, in dieser Zeit Ende 2022 zum ersten Mal in einer designierten Testzone in Amerika live gehen. Wenn du dich jetzt fragst, was ist denn genau Amazon Prime Air, dann habe ich meinen Job gut gemacht und Spannung aufgebaut. Und ich sage dir, was Amazon Prime Air genau zum Ziel hat. Es ist Folgendes. Das Versprechen, das Amazon macht, in dieser Testzone noch, ist Folgendes. Wenn du online etwas kaufst und auf den Kaufen-Knopf drückst, ab dem Moment verspricht Amazon Prime Air, dass du innerhalb von einer Stunde, was du bestellt hast, vor deiner Haustür wirst finden. Wie geht das, fragst du dich? Wie soll das machbar sein? Die Antwort ist Drohne. Sie fliegen, darum heisst es Air, was du bestellt hast, vom Verteilzentrum mit einer Drohne direkt vor deine Haustür und tun das dort abliefern. Und ich habe gefunden, es gibt für mich fast kein besseres Bild, um zum Ausdruck zu bringen, wie fest wir Warten hassen. Gibt es ein besseres Bild, das du kannst zum Ausdruck bringen kannst, wie fest unsere Gesellschaft Warten einfach hasst? Hey, wenn du es schaffst, mit deinem Business Wartezeit zu eliminieren, dann ist das eine Garantie für Erfolg. Weil niemand wartet mir heute gern, oder? Sind wir mal ehrlich, wer von euch wartet gern? Was? Hört auf, hey! Glaube ich nicht. Ja, gerade ihr. Ja, genau. Genau. Nein, wir sind uns alle einig, Warten ist wirklich etwas Blödes. Also ich hasse Warten. Ich selber bin ja auch einer von denen. Es hat ja irgendwann angefangen, wenn du online etwas bestellst, dass du so einen Link bekommst. Und wenn du auf den Link drückst, dann siehst du, kannst live tracken, wo dein Paket genau ist. Hey, ich bin einer von denen, der 5 Minuten nachdem er bestellt hat, auf den Link schauen und sich aufregt, dass es immer noch nicht passiert ist. Oder? So, hey, machen die eigentlich auch mal etwas? Oder? Können ja auch mal anfangen, das Paket sollte eigentlich schon fast bei mir sein, oder? Ich bin auch einer von denen. Und Warten ist wirklich etwas, was ich nicht gerne habe. Ich merke das auch immer wieder an meinen eigenen Kindern. Mein 3-jähriger Sohn hat zum Beispiel angefangen, wenn wir Auto fahren, wenn 5 Autos vor uns sind, hörst du hinten rein, oh nein, Papi, schau, es hat Stau. Okay, woher hat er echt das? Wo kommt das echt her, dass er sich über Stau aufregt? Ja, es ist tatsächlich so, ich fahre lieber länger, wenn ich fahren kann, als irgendwo im Stau stehen. Einfach die Zeit vom Warten ist wirklich, als würdest du mit einem Raffeleisen so einfach beim Gesicht so, das ist einfach etwas mega, mega Unangenehmes für mich. Es hat Migros wo sie ihr neues Checkout-System zum ersten Mal lanciert haben, haben sie Tests gemacht und haben probiert herauszufinden, was ist eigentlich tatsächlich die schnellste, effektivste Methode zum Einkaufen. Und das Resultat ist schockierend. Trotz dem Self-Checkout ist die effektivste, zeitsparendste Methode nach wie vor, wenn du oldschool mit deinem Wägeli durch die Migros läufst und alles einfach dort reinpetzt, an einer Kasse hinten anstehst, das Zeug aufs Laufband biegst und das dann wieder einpackst, ist schneller, als wenn du selber alles einzeln scannen und nachher Self-Checkout machst. Das haben sie nachgeforscht am Anfang, wo sie das rausgebracht haben. Aber glaubst du, ich würde das jemals machen? Nein. Die 3 Minuten an der Kasse, wo du warten musst und effektiv nichts machen kannst, das ist so schlimm, dass du lieber selber scannen und bist die ganze Zeit beschäftigt, als auch nur eine Sekunde müssen zu warten.
Also wer von euch würde jetzt nach der Information trotzdem finden, ja gut, dann verändere ich meine Methode und gehe jetzt wieder alles ins Wägel reinpacken? Warte, ist schlimm. Nimmer würde ich das machen, weil dann musst du warten an der Kasse. Hey, willkommen zu der Predigtserie «Warten aufs Versprechen». Um das geht es in unserer jetzigen Serie. Wir warten auf die Erfüllung vom Versprechen. Ich möchte heute ganz speziell mit euch der Frage nachgehen und schauen, okay, wie genau hat eigentlich das Volk Israel auf die Erfüllung vom Versprechen gewartet? Hast du gewusst, es gibt, auch wenn du unterdessen schon sehr viel auf Amazon kannst bestellen, gibt es Sachen, die kannst du immer noch nicht kaufen auf Amazon. Zum Beispiel, was du nicht kannst kaufen, ist Versöhnung. Kannst du einfach nicht kaufen auf Amazon. Vielleicht gibt es Menschen da drinnen, die warten und sehnen sich auf Versöhnung. Es gibt Familien, die Streit haben, wo Eltern sich mit Kindern verstritten haben, wo Geschwister untereinander sich aus blöden Gründen verstritten haben. Wer weiß? Und das ist über Jahre so gegangen und irgendwie hat das Streit Einzug gehalten. Und alles, was du dir wünschst, was du dich sehnst danach, was du so gern hättest, wäre das doch endlich Versöhnung kann in diese Situation hineinkommen. Wer kennt das vielleicht, dass man sich auf Frieden, dass man sich nach Frieden sehnt, dass man nichts dringender wette, als dass Frieden Einzug halten. In einer Nachbarschaftssituation, wo du wegen einem blöden Zaun anfangen zu streiten hast und irgendwie jetzt nicht mehr aus dieser Situation rauskommst und irgendwie ist es festgefahren und du wünschst dir wie nichts mehr auf dieser Welt, dass doch endlich Frieden in die Situation kommt. Vielleicht wartest du auf Kinder, kannst kein Kind bekommen oder es hat irgendwie bis jetzt einfach noch nicht geklappt und dein grösster Wunsch, deine Sehnsucht wäre doch, dass du endlich Kind haben. Vielleicht sind es Grosskinder und deine Kinder machen einfach nicht vorwärts. Wer weiß, vielleicht wartest du auf einen Partner. Schon so lange bist du alleine und wünschst dir nichts mehr, als dass Gott endlich dir doch einen Partner geben würde, mit dem du eine Beziehung leben und pflegen. Es gibt so viele Sachen auf dieser Welt, die wirklich wichtigen, richtigen Sachen, wo wir immer noch darauf warten müssen, kannst du immer einfach noch nicht kaufen. Und ich möchte mit euch heute am Morgen schauen, hey, was ist, wenn es so Sachen in deinem Leben gibt, auf die am Warten bist. Vielleicht ganz bewusst ist es auch Versprechen, die Gott dir mal gegeben hat, Verheißungen, die irgendwie noch nicht in Erfüllung gekommen sind. Vielleicht bist du krank und wartest darauf, dass Gott doch endlich eingreifen und heilen würde. Was auch immer das ist, es ist eine Realität, dass solange wir auf dieser Erde leben, warten auf Gottes Versprechen einfach dazugehört. Und ich möchte mit euch heute Morgen schauen, wie können wir dann gut warten, wie können wir die Zeit vom Warten gestalten und wie müssen wir Warten anschauen, dass es uns tatsächlich etwas bringt. Sind ihr bereit für die Predigt? Hey, dann würde ich sagen, komm, wir beten doch und dann steigen wir gerade ein in die Bibel miteinander. Ja, Jesus Christus, du siehst Menschen, die am Warten sind. Du weißt, auf was wir am Warten sind. Du siehst auch, welche Bedürfnisse das schon so lange brach liegen und wo wir darauf warten, bis du endlich eingreifst und durchgreifst. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du den heutigen Morgen brauchst, auf das dein Wort gross werden darf, auf das, was du möchtest, sagen, dass das heute Morgen durchkommen darf. Ich möchte dir die Menschen herlegen, die auch ganz besonders daher kommen und mit Frust und mit Enttäuschung und niedergeschlagen dahergekommen sind, möchtest du ihnen begegnen und möchtest du ihnen neue Hoffnung und eine Perspektive geben. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Alrighty. Hey, Warten ist mega präsent in der Bibel. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die über das Warten reden. Zum Beispiel im Psalm 27, Vers 14. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Und alle aufmerksamen Leser haben jetzt gerade gemerkt, wo genau ist da bitte schön warten. Da steht ja nichts von warten, oder? Und das bringt uns zum allerersten Punkt. Wenn wir in unserer Kultur gerade im deutschen Sprachraum von Warten reden, ist es eigentlich eine Beschreibung vom Zeitabsitzen, oder? Warten ist etwas, was du einfach passiv machst, oder? Du wartest auf den Bus, dann sitzt du auf dem Bänkchen und tödelst auf deinem Phone und wartest, bis endlich der Bus kommt. Aber das ist nichts Aktives in dieser Zeit. Es bedeutet, man wartet und man hockt einfach eine gewisse Zeit ab. Ganz anders
ist das Wort im Hebräischen. Ganz anders ist die Bedeutung vom Warten in der Bibel. Eigentlich müssen wir viel besser sagen, als redet vom Warten, dann meine ich nicht einfach warten, die passive Zeitabsitzerei, sondern was ich meine ist erwarten. Erwarten, bis Gott etwas tut. Erwarten, dass etwas passiert. Und es gibt noch ganz viel mehr Bedeutungen. Zum Beispiel auch im Psalm 27. Der Übersetzer hat da anstatt warten, hoffen, das Wort gebraucht. Es gibt noch mehr Bedeutungen von dem Wort. Zum Beispiel, es kann auch trachten heißen. Es kann luren heißen. Also das ist eine aktive Sache. Wenn eine Raubkatze luret, dann ist sie in einer Position, in einer Haltung und ist ready, dass jetzt dann gerade etwas passieren wird. Es kann auch trösten heißen und es kann auch bedeuten stark sein. Also wenn wir heute von Warten reden, dann meinen wir nicht einfach nur passiv Zeit absitzen, sondern aktive Wartungshaltung, eine Erwartungshaltung. Wo bedeutet hoffnungsvoll sein, wo heisst trachten, luren, harren, trösten, sich sehnen nach etwas. Ich sehe, das ist ganz eine andere Haltung, als wenn man einfach nur wartet, bis die Zeit durch ist. Und das bringt uns zu unserem ersten Punkt. Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass Warten ganz besonders, wenn wir auf das Volk Israel schauen, dass das etwas Aktives ist. Warten ist aktiv. Das ist etwas, wo du aktiv wirst und etwas bewusst tust. Das ist immer etwas, was mich mega fasziniert, wenn man im Anfang vom Neuen Testament liest, wo Jesus als der versprochene Messias, er ist ja der Erfüllung von all dem Sehnen und Warten vom Volk Israel. Und du merkst, wie das Volk sich gesehnt hat, wie sie bereit sind, wie sie aktiv am Warten sind auf den Messias. Zum Beispiel im Lukas 3, Vers 15 beschreibt es das. Lukas 3, Vers 15. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde, und alle fragten sich, ob nicht Johannes, der Christus, der ersehnte Retter sei. Jetzt kommt da ein Mensch, der Johannes, und es passieren crazy Sachen. Und es ist mega Aufruhr im Volk, und alle fragen sich, okay, ist es jetzt so weit? Ist das der Messias? Und du spürst so richtig in der Atmosphäre, wie sie gewartet, wie sie gesehen, wie sie erwartet haben, dass der Messias jetzt dann kommt. Oder im Johannes 1, Vers 19 sieht man auch die aktiven Schritte, die sie dann eingeleitet haben. Die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten, wer bist du? Da nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Also es war eine Delegation, das ist ein Protokoll, wo sie sich dann mal gemacht haben und sich überlegt haben, okay, was machen wir, wenn der Messias kommt? Und einer von diesen Punkten, was man macht, ist, man sendet eine Delegation zu der Person, die könnte der Messias sein, und man stellt ihm die Frage, wer bist du? Also das ist Protokoll, was wir da lesen, was da passiert ist. Sie schicken eine Delegation von den führenden Leitern und sie fragen den Johannes, hey, wer bist du? Und die Frage ist, wir warten schon so lange auf die Erfüllung von dem Messias. Bist es du? Der Johannes nutzt da die Möglichkeit, um auf Jesus hinzuweisen und auf ihn zu zeigen. Also wir sehen, das ist ganz ein anderes Warten, als wir so landläufig kennen. Und das Warten müssen wir uns bewusst sein, wenn wir auf Versprechen Gottes warten. Lass uns eine aktive, erwartungsvolle, hoffnungsvolle, starke Position einnehmen, wenn wir darauf warten, bis Gott etwas tut. Wir sind nicht einfach am Zeitabsitz, okay? Das ist eine aktive Haltung, warten. Das Zweite, was ich mit euch heute Morgen anschauen möchte, ist, und das ist ein Schock, Warten ist im Fall etwas Gutes. Warten ist wirklich etwas Gutes. Wieso, bitteschön, sollte Warten etwas Gutes sein? Das Erste, was Warten tut, und ich möchte mit euch 4 Sachen anschauen, was Warten mit uns macht und warum dass wir darum sollten, Warten geniessen und eigentlich als etwas Positives anschauen. Das Erste, was Warten macht, ist, es formt unseren Charakter.
Es formt unseren Charakter. Im Hebräer 12, Vers 10 bis 12 gibt es die Bibelstelle, die ist nicht die meist erwähnte in der Bibel, in Predigten, weil sie ist auch eine mega herausfordernde, aber ich möchte euch die heute Morgen einfach so mal mitgeben. Hebräer 12, Vers 10 bis 12. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also wenn Gott uns erzieht mit Worten, dann ist das schlussendlich etwas, was uns gut tut. Und vielleicht ist die Zeit, wo du jetzt gerade am Warten bist und wo Gott vielleicht ein bisschen streng ist mit dir und dir gerade nicht gibt, was du willst und du so dringend bräuchtest. Vielleicht ist das auch ein Geschenk von Gott an dich. Vielleicht ist das Gott, der dich erzieht. Nicht immer angenehm, gell, so erzogen werden, nicht immer schön, aber schlussendlich dient es zu unserem Allerbesten. Und Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Vielleicht ist das ein hilfreicher Perspektivenwechsel für dich heute Morgen. Dort, wo du am Warten bist. Vielleicht wäre das mal eine Option, dass du anstatt die ganze Zeit dich aufregen und nerven, wie ich das manchmal mache, über das Warten, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, um zu sagen, okay, danke Gott, dass du mich gerade am Erziehen bist. In dieser Zeit drinnen. Ich nehme es an aus deiner Hand. Du bist ein guter Vater, auch wenn du mich mit strenger Hand erziehst, weiss ich und nehme es an und vertraue darauf, dass das schlussendlich zu meinem Besten dient. Auch wenn ich jetzt gerade nicht alles haben kann, wo ich das Gefühl hätte, ich bräuchte. Das Versprechen von dieser Haltung ist, ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also warum ist Warten auch etwas Gutes? Weil es formt unseren Charakter. Und das Zweite, was es macht, wieso das es gut ist, es zeigt uns unsere Abhängigkeit immer wieder neu auf. Es zeigt uns, wie abhängig wir sind von Gott, wenn wir am Warten sind. Ich habe in der Vorbereitung so die Wartebibelstellen durchgeschaut. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die mich unglaublich interessant gedunkt hat. Eine mega, mega spannende Bibelstelle aus dem Genesis 49, Vers 18. Es steht dort relativ simpel in einem Satz. Genesis 49, Vers 18 steht dort in einem simplen Satz: O Herr, ich warte darauf, dass du uns rettest. Das Interessante an dieser Bibelstelle ist, was vorher und nachher steht. Das ist nämlich mitten drinnen im Segensteil vom Jakob. Also Jakob ist der 12 Söhne hatte und er ist jetzt seine Söhne am Segnen. Also er fängt an beim Ältesten und irgendein ist mit drin in dem Segensteil, wo er seine Söhne segnet und wie in die Zukunft auch hineinschaut von dem Volk, das aus diesen Stämmen wird entstehen. Also Ruben, du bist gesegnet und Sebulon und so weiter und so fort. Und er geht durch all die Stämme durch. Juda, du bist der Löwe, oder? Und er tut wie in die Zukunft hineinschauen und tut auch mit dem Segen prophetische Wahrheiten aussprechen über ein Volk, das aus diesen 12 Söhnen wird entstehen. Und mit drinnen, einfach zwischen dem 7. und dem 8. Sohn, wo er so am Segnen ist und am in die Zukunft schauen ist, sagt der Jakob plötzlich einfach zum Blauen raus: Oh Herr, ich warte darauf, dass du uns rettest. Also, was genau sagt er da? Er schaut in die Zukunft, schaut seine Söhne an und merkt: Mama mia, Gott, wir sind so angewiesen auf dich. Wir brauchen dich. Wenn das die Zukunft ist, Gott, wir brauchen dich. Rett du uns. Und wie wahr ist das doch? Wie wahr ist das doch? Es bringt uns, das Warten auf Erfüllung, bringt uns in eine Abhängigkeit zu Gott. Es zeigt uns einfach einiges mehr auf, wie abhängig wir sind von ihm. Und das ist im Fall eine mega gute Position, um drinnen zu sein. In dem Moment, wo wir anerkennen und verstehen, okay Gott, ich bin abhängig von dir, haben wir etwas mega Wichtiges und Relevanz verstanden. Wir brauchen Gott. Es demütigt und es hilft. Also mitten drinnen
sagt der Jakob im Segnen von seinen Söhnen: O Herr, ich warte darauf, dass du uns rettest. Weil wir selber, in unserer eigenen Fähigkeit, in unserem eigenen Vermögen, wissen wir, das wird nicht genügen. Und es ist gut, wenn wir warten und realisieren und akzeptieren, er ist Gott, ich bin Diener. Er ist souverän, ich bin es nicht. Er hat es im Griff, ich habe es nicht im Griff. Und das ist eine ganz gute Erkenntnis, wenn wir die immer wieder mal machen dürfen. Darum ist Warten etwas Gutes. Es zeigt uns unsere Abhängigkeit auf. Das Dritte, was Warten macht, ist, es treibt uns ins Gebet. Wenn wir warten in dieser Abhängigkeit zu Gott, realisieren wir immer wieder mehr, wie dringend wir ihn brauchen. Und es bringt uns dazu, unsere Hilfe bei ihm zu holen. Ich habe einfach alle Bibelstellen aus einem Buch aus der Bibel herausgenommen, wo das Volk zu Gott betet, aus dem Richter. Einfach alle Bibelstellen aus dem Buch von Richter, wo das Volk zu Gott schreit. Ich die einfach so mal vorlesen. Alle aus dem Richter, alle Bibelstellen aus dem Richter. Als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe, als sie zum Herrn um Hilfe schrien. Sie schrien zum Herrn und bekannten, aber die Israeliten gaben nicht auf. Sie beteten zum Herrn. Das bringt so schön einfach zum Ausdruck, wie dringend wir abhängig sind von Gott. Wir müssen warten auf seine Rettung. Und es bringt uns, wie das Volk, in eine Gebetshaltung hinein. Es zwingt uns, auf unsere Knie zu gehen und zu sagen: Oh Herr, komm du. Wenn du wartest, dann fängst du an zu beten. Dann bist du vielleicht wie das Volk viel mehr auf deinen Knien am Schreien zu Gott und sehnst dich nach seiner Erfüllung, darauf, dass er durchbricht, dass er kommt und dass er tut, was er kann tun und sonst gar niemand. Warten ist gut, weil es bringt uns dazu, zu Gott zu gehen und zu ihm zu kommen, nach ihm zu suchen, nach ihm zu schreien, bei ihm zu suchen. Darum ist Warten gar nicht schlecht für uns. Es bringt uns dazu, ihn anzubeten und ihn zu suchen. So wie das Volk immer und immer wieder hat müssen realisieren, wir können es nicht, Gott, wir brauchen dich. Komm du, rette uns eines mehr. Und Gott in seiner Treue hat das Volk immer und immer und immer wieder gerettet. Und genau so, wenn wir warten auf die Erfüllung, lass uns ins Gebet gehen, lass uns Gebet suchen und lass uns immer wieder neu zu Gott kommen. Und das Letzte, was Warten macht mit uns, wieso dass es gut ist, möchte ich kurz verbinden mit einer Geschichte von mir selber, nämlich aus dem Römer 4, Vers 13. Römer 4, Vers 13. Wir selber sind nämlich auch am Warten. Ich bin am Warten auf das, dass Gott ein Versprechen erfüllt, das ich glaube, er mir mal gegeben hat. So war es, als wir noch in Australien gelebt haben, habe ich plötzlich Diabetes bekommen. Ich bin krank geworden und habe gemerkt, okay, die Diagnose war nachher Diabetes. Und ich habe dort und dann einfach zu Gott gebetet und ihn gefragt: Hey Gott, was mache ich mit dem? Und die medizinisch sich ein bisschen auskennen, die wissen, Diabetes ist eine unheilbare Krankheit. Also da gibt es nicht irgendwie eine Tablette oder eine Spritze oder irgendetwas, das du nehmen und dann ist die Krankheit weg und du bist wieder geheilt. Das ist etwas, wo bleibt. Und ich habe dort einfach im Gebet und einfach zu Gott gefragt: Hey Gott, was mache ich mit dem? Was soll ich machen mit dem? Und Gott hat mir dort wie auch ein Versprechen gegeben, dass er mich wird heilen. Das war ein Versprechen und das ist 10 Jahre her jetzt und länger. Und es ist immer noch nicht passiert. Ich bin immer noch am Warten auf die Erfüllung von diesem Versprechen. Aber was er mir dort gegeben hat, war eine Bibelstelle. Und zwar eine Haltung, die ich einnehmen soll. Und das ist aus dem Römer 4, Vers 13. Es gibt nämlich andere Personen in der Bibel, die haben auch gewartet auf die Erfüllung von Versprechen. Römer 4, 13 und 19 bis 22. Ich möchte euch das vorlesen und dann schauen wir es noch ein bisschen genauer anschauen. Gott hatte Abraham versprochen, dass er und seine Nachkommen die ganze Welt zum Besitz erhalten würden. Aber dieses Versprechen gab Gott nicht, weil Abraham das Gesetz erfüllte, sondern weil er Gott unerschütterlich vertraute. Damit fand er Gottes Anerkennung. Also, der Abraham hat das Versprechen bekommen, nicht weil er irgendwie besonders gut gewesen wäre, weil er irgendetwas richtig gemacht hat, weil er Gebote erfüllt hat oder weil er einfach sonst der Held gewesen wäre. Nein, sondern weil er Gott vertraut hat.
Das war der Grund, wieso er ein Versprechen bekommen hat. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch, obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Der NIV im Englischen übersetzt, he faced the facts. Also der Abraham hat den Fakten in die Augen geschaut. Er war nicht blind der Realität gegenüber. Es ist real. Das ist tatsächlich so. Da sind keine Kinder. Da ist ein Alter, das Kinder unmöglich macht. In meiner Situation, die Fakten sind, ich habe Diabetes, ich muss 4-mal am Tag Insulin spritzen. Es geht nicht anders. Das sind die Fakten. Und es ist wichtig, dass wir diesen Fakten in die Augen schauen, auch wenn wir am Warten sind auf die Erfüllung von Versprechen. Auch wenn wir am Warten sind. Es hilft nichts, diese Fakten zu ignorieren oder zu verleugnen. Hey, manchmal ist Streit in Familien. Es gibt unversöhnte Situationen. Es gibt Warten auf Partner. Es gibt auch kinderlose Ehen. Das ist ein Fakt. Und wir müssen nicht einfach so tun, als wären die Fakten nicht so. Es gibt schwierige Situationen. Momente, wo wir warten müssen, auf das Gott durchbricht. Und wir müssen nicht einfach die Augen verschliessen vor dem, sondern wir dürfen diesen Fakten in die Augen schauen. Aber er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Und in dem Realisieren, auf die Fakten schauen, hat er nicht aufgehört, auf Gott zu vertrauen. Hat er weiterhin daran festgehalten, dass Gott doch gesagt hat. Er ist immer wieder in diesen Faktensucherei zurückgekommen zu dem Moment, wo Gott ihm ein Versprechen gibt. Und Abraham ist ein gescheiter Mann. Er hat nämlich immer, wenn Gott etwas gesagt, versprochen hat, hat er etwas bewusst gemacht. Er hat einen Altar errichtet. Er hat ein Monument gebaut. Und ich bin mir sicher, dass das Monument, immer wenn er wieder mal dort dran vorbeigekommen ist, hat ihn erinnert an was Gott mal gesagt hat. Hat ihn erinnert daran, dass Gott versprochen hat. Und wenn Gott verspricht, dann haltet er es auch. Und jedes Mal, wenn er wieder in Kontakt oder mit seiner Herde an diesen Altären vorbeigelaufen ist, wo Gott ihm begegnet ist, hat er sich daran erinnert und wieder neu Glauben und Mut und Hoffnung fassen. Im Vertrauen darauf, dass das Versprechen schon noch wahr werden wird. Und das haben wir auch gemacht in unserem Leben. Wir haben darum, der Seraja ist dort auf die Welt gekommen. Und jetzt werde ich gerade emotional. Der Seraja ist dann auf die Welt gekommen. Und wir haben gesagt, hey, das wird unser Altar sein. Das ist unsere Erinnerung daran, an was Gott versprochen hat, dass das wahr ist. Und dass er durchkommt. Und auch wenn es Jahre geht, wo wir warten müssen, bis das Versprechen wahr wird, wenn wir nicht aufhören zu warten, sondern der Glaube soll wachsen. Darum ist am Seraja sein zweiter Name Raphael. Und Raphael bedeutet, Gott heilt. Das heisst, Gott heilt. Darum haben wir unserem Sohn den Namen gegeben, Raphael, als zweiter Name, als Erinnerung daran, Gott heilt. Das ist ein Name, mit dem er sich seinem Volk vorstellt. Das ist ein Versprechen, das Gott macht. Er sagt, ich bin euer Arzt. Ich bin der heilt. Und glauben wir es jedes Mal, wenn der Name Raphael irgendwo kommt, nicht einmal nur mit dem Zusammenhang von meinem Sohn, einfach jedes Mal, wenn der Seraja seinen vollen Namen sagt. Die Kinder haben so die Angewohnheit, manchmal so den ganzen Namen zu sagen. Oder? Ich bin der Seraja Raphael Wüthrich. Und jedes Mal, wenn er das sagt, ist das für mich eine Erinnerung daran, dass Gott treu ist und dass er seine Versprechen hält. Auch wenn ich jetzt am Warten bin in dieser Zwischenzeit, auch wenn das Versprechen noch nicht gerade erfüllt ist, auch wenn die Fakten im Moment auch anders sind und die Fakten vielleicht sogar sagen, das ist unmöglich, halte ich trotzdem fest und will ich den Glauben nie aufgeben und vertraue darauf, dass Gott eines Tages wird heilen. Und weißt du was, sogar wenn es mein ganzes Leben lang wird sein, habe ich mich entschlossen, lieber in der Hoffnung und im Vertrauen auf Gott warten und vielleicht die Erfüllung nicht erleben, als hoffnungslos einfach die Fakten akzeptieren und sagen, ja, also dann ist es jetzt halt so. Lieber mit Hoffnung, lieber mit Glauben in die Zukunft schauen, im Vertrauen auf Gott und mit den Fakten halt leben, die sind. Anstatt aufzugehen und zu sagen, ach, vergiss doch den.
Ich möchte dich ermutigen, wenn du am Warten bist, wenn es Sachen gibt, die du dir erhoffst, heute am Morgen. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf, hör nicht auf warten. Warten ist eine gute Sache. Lass uns zusammenfassen. Warten ist eine aktive Sache. Wenn du am Warten bist, dann musst du Gottes Versprechen auch kennen. Musst du wissen, was er dir versprochen hat. Musst du sein Wort kennen. Musst wissen, auf was kannst du dich berufen. Musst du Gott daran erinnern, an die Situationen, die er gesagt hat. Hey, Gott sagt im Jesaja 53, Vers 4, in seinen Wunden bin ich geheilt. Das ist das Versprechen, auf das baue ich auf. Warte ist aktiv, kenn, was er dir versprochen hat. Er ist der Friedenfürst, wenn du dich nach Frieden sehnst. Er ist der versprochene Messias, der Frieden wird bringen. Er ist der Versöhnung möglich machen kann. Er ist der uns alles gibt, was wir brauchen. Nach seinem Ermessen, nicht nach unserem Ermessen, nach seinem Ermessen. Also kenn seine Versprechen. Weisst, du musst wissen, was er gesagt hat. Das ist das erste, aktiv warten. Und das zweite ist, in dieser Wartezeit drinnen, lass dich formen von Gott. Nimm seine Erziehung an. Die es annehmen, die werden geformt werden. Die werden Frieden. Was ist gestanden? Was bekommen die die Erziehung annehmen? Die sich erziehen lassen. Die haben reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also das Erste in diesem Warten drin, akzeptier es, nimm es an als Erziehung, als Schule von Gott. Das Zweite ist, erkenne deine Abhängigkeit. Bekenn Gott, hey, ich bin angewiesen auf dich. Ich kann es selber nicht, ich kann mich nicht selber heilen. Gott, ich bin angewiesen auf dich. Lass dich noch ins Gebet treiben von deinem Warten. Bring es immer wieder vor Gott und schrei zu Gott, wie das Volk Israel. Das ist, glaube ich, mitunter das Beste, was wir vom Volk Israel lernen können. Wie sie gewartet haben, wie sie immer wieder in der Not zu Gott gekommen sind. Okay, sie haben es immer wieder verbockt, sie sind immer wieder in die gleichen Muster reingegangen. Aber jedes Mal, wenn sie angewiesen waren, wenn sie Rettung gebraucht haben, sind sie zu Gott und haben Gott angefleht, angeschrien, sind zu Gott gekommen. Mit ihrer Sehnsucht, mit was sie gebraucht haben, mit ihren Bedürfnissen. Und das vierte ist, lass dein Glauben stark werden in dieser Zeit. Hey, vielleicht ist das eine Motivation für dich. Bau vielleicht einen Altar. Nimm den Abraham als Vorbild und sag, okay, wenn du Gott etwas sagst, dann will ich einen Altar bauen und mich immer wieder daran erinnern, was du versprochen hast. Vielleicht ist es eine Karte am Kühlschrank, ein Bibelvers an der Tür. Ich weiß es nicht, du weißt, was du für den Altar errichten musst. Aber wenn wir es so machen, wenn wir so warten, bin ich absolut sicher, dass die Zeit ein Segen ist und nicht ein Fluch. Und so möchte ich jetzt einfach für all die Menschen vor Gott kommen im Gebet, die am Warten sind. Ich möchte euch vor unseren Gott bringen. Ich möchte euch in diesem Warten drin segnen. Ja, Herr Jesus Christus, du siehst, wer am Warten ist in diesem Raum. Du weißt, welche Versprechen du gegeben hast. Du kennst die Situationen, wo wir zu dir kommen und zu dir schreien. Wo wir anerkennen, wir sind angewiesen auf dich. Wo wir unsere Abhängigkeit zum Ausdruck bringen, Jesus. Du weißt, wer niedergeschlagen ist und wer darauf wartet, dass du auferbaust. Ich möchte dir die Menschen herlegen, die sich nach Partnern sehnen, die alleine sind, Jesus. Dass du jetzt die Wartezeit brauchst, auf das Stärke und Glauben als Frucht daraus rauskommen. Hilf du uns, immer wieder uns neu zu demütigen und in deine gute Hand und zu akzeptieren, dass du uns erziehst. Ich möchte euch segnen, ihr Wartenden, mit einer extra Portion von Glauben. Wir Glauben wachsen in dieser Zeit in eurem Leben.